Kraft der Wertschätzung. Das ist unser Thema von heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Thema, Kraft der Wertschätzung. Ob du denkst, ja, ich bin so ein Mensch, ich liebe es, wenn ich wertgeschätzt werde, ich brauche das, das tut mir so gut. Vielleicht sagst du auch, ich brauche das nicht so. Ich weiß, wer ich bin und was ich kann und so weiter. Ich habe genug Wertschätzung. Das müssen mir die anderen Leute nicht die ganze Zeit so sagen. Ich kann von meiner Seite her sagen, dass mir Wertschätzung extrem gut tut. Ich habe 2 Beispiele. Ein Beispiel, als ich noch an meiner Stelle vorher war, als Jugendpastor, da habe ich mich langsam gefragt, wo es weitergehen soll und habe gemerkt, dass ich einen Schritt weitergehen möchte und habe meinen damaligen Chef quasi, den Pastor, gefragt, was er davon hält oder halten würde, wenn ich jetzt eine neue Stelle suche. Und da hat er kurz überlegt und hat mir gesagt, für uns hier wäre das dann ein Verlust, aber fürs Reich Gottes wäre das ein Gewinn. Und das war in dem Moment eine unglaubliche Wertschätzung für mich und hat mich so ermutigt, auf diesem Weg vorwärts zu gehen, wo ich gar nicht gewusst habe, was mich erwartet. Gut, wenn ich gewusst hätte, dass ich dann hier lande, dann wäre das sicher auch, dann wäre es ganz einfach gewesen. Aber das habe ich dort nicht gewusst, oder? Es war so kraftvoll, diese Wertschätzung. Ein negatives Beispiel, Gegenteil von Wertschätzung, Geringschätzung. Bei uns zu Hause kommt das immer wieder vor, dass jemand das Mittagessen vorbereitet. Und ich erinnere mich an ein paar Situationen, wo ich das Mittagessen vorbereitet habe für die Kinder. Und das kommt, ich bin ja kein Gourmetkoch, aber das kommt nicht schlecht heraus. Also es ist etwas sehr Gutes. Und da kommen sie und sitzen am Tisch und sagen, ja, das mag ich nicht. Wann gibt es wieder mal etwas Gutes? So in dem Stil. Und dann denkt man, ja gut, da stehe ich ja drüber oder so, das ist kein Problem, ich weiß ja, dass ich das gut gemacht habe und so weiter. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das wurmt mich dann extrem. So die erste Reaktion meistens so, ja, was ich dann am liebsten laut sagen würde, koch doch selber, schau doch selber, holt irgendwelches Brot. Schau ich für mich allein. Das ist so das Erste, was dann herauskommt. Also das macht etwas mit einem, oder? Wertschätzung oder dann das Gegenteil, Geringschätzung. Und heute wollen wir dem Thema nachgehen, die Kraft der Wertschätzung, wie kraftvoll Wertschätzung sein kann. Wertschätzung bedeutet ja eigentlich etwas, das ich einen Wert zumesse, was ich als wertvoll schätze. Das können materielle Dinge sein, aber heute geht es natürlich um Menschen, die ich wertschätze. Und wir haben 2 Themen oder 2 Fragen dazu, die wir heute beleuchten möchten. Nämlich das erste, woher hat eigentlich der Mensch seinen Wert überhaupt? Weshalb ist der Mensch würdig, dass er wertgeschätzt wird? Und dann die zweite Frage, wie können wir eine Kultur der Wertschätzung leben? Nun zu dieser ersten Frage. Ich habe einmal diesen Google gefragt, was der dazu meint. Was ist der Mensch eigentlich wert? Da kommt man schnell auf so Zahlen, 5 bis 10 Franken, die Materie, die wir hier haben. Ist nicht so viel, oder? Was denkst du, 5 bis 10 Franken, ist einverstanden? Ist das der Wert? Ich habe ein bisschen weiter gefragt und jemand hat geschrieben, vor ein paar Jahrzehnten hat in einer Abdeckerei gearbeitet. Das ist eine Tierkörperverwertungsfirma. Und er hat geschrieben, er hat mal überlegt, wenn man jetzt einen 80 Kilogramm Mensch nehmen würde, was könnte man da herausholen, so rein spielerisch. Und er hat gesagt, ja, mit dem Knochen kann man Tierfutter machen und mit dem Fett kann man für Kosmetika und so Salben und so brauchen. 25 Franken ist er gekommen. Das ist wert. Was denkt ihr dazu? Ja, nicht so begeistert. Ich habe noch weiter gesucht. Organe. Wir haben ja Organe in uns. Auf dem Schwarzmarkt kann man die beschaffen. Wenn man da alle Organe zusammenzählt, also inklusive gesunder Arm und Hand und so weiter, kommt man auf einen Wert von 537.000 Franken. Ist das ein guter Wert? Ein bisschen Niere und Herz und so weiter. Schon ein bisschen gestiegen. Ich habe mir gedacht, ja gut, jetzt überlegen wir, der Körper als Materie und so, was das für einen Wert hat. Aber der Mensch hat ja auch noch andere Werte, oder? Das ist ganz spannend. Nach 9/11 hat die amerikanische Regierung den Menschen, die jemanden verloren haben, so Entschädigungen bezahlt. Weil da ist ein Mensch verloren gegangen. Da kann man sich fragen, was waren denn diese Menschen wert? Was hat man da für Entschädigungen bekommen? Und das war interessant. Ein Banker, der konnte bis zu 5,5 Millionen Entschädigung auslösen. Und ein Tellerwäscher so etwa bis $200.000 waren das. Da hat man berechnet,
mit was für einem Einkommen könnte man noch rechnen, hätte man noch rechnen können, wenn die Person noch gelebt hatte. Und das war dann die Grundlage für diese Entschädigung. Deshalb ist die so unterschiedlich ausgefallen. Also der Mensch wurde beurteilt, oder der Wert des Menschen wurde beurteilt nach der Leistung, die er noch bringen könnte. Und dann habe ich gedacht, ja gut, was ist das mit anderen Leuten? Die größten Fußballer, 100 Millionen wert, oder? Das sind noch ganz andere Dimensionen, wenn man etwas absolut gut kann, nach Leistung bewertet. Und ich habe gemerkt, dieses Bewerten nach Leistung ist etwas, was in unserer Kultur sehr verankert ist, dass Menschen nach ihrer Leistung beurteilt werden. Also wenn ich hier so eine Brille habe, was in unserer Welt und Kultur da sehr verbreitet ist, so die Sicht der Welt, schaut man die Menschen an, so viel leistest du, sehr gut, viel wert, nicht mehr so viel Leistung da, wenig wert. Ich kann das ganz schnell beweisen. Es gibt nämlich 2 Lebenssituationen, wo man absolut nichts oder fast nichts leisten kann. Und das hat in unserer Gesellschaft einen sehr geringen Wert. Ich denke da an die ungeborenen Kinder, an die Embryos, an diese Geschöpfe in den Mutterleiben. Können nichts leisten. Das ist egal, wenn man diese einfach abtreibt. Wenn man denen das Leben nimmt, hat gar keinen Wert. Dann auf der anderen Seite, wenn man ganz, ganz alt ist, kann man auch fast nichts mehr leisten. Da kann man einfach aus dem Leben rausgehen. Das wird sogar gefördert schon fast in unserer Gesellschaft, dass man da selber direkt abtreten kann, oder? Man leistet nichts mehr, ist plötzlich nichts mehr wert. Ich finde das recht krass. Ich habe da ein bisschen weiter geforscht, was das bedeutet, und habe gemerkt, dass so das Bewerten nach Leistung, das in unserer Gesellschaft so verbreitet ist, dass viele merken, dass das nicht gut ist oder nicht alles sein kann. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von Tony Schwarz, er ist ein Journalist, New York Times, und hat einen Artikel geschrieben, Enduring Hunt for Personal Value. Die endlose Jagd für den persönlichen Wert. Das ist nicht irgendwie christlich geprägt oder so. Und er kommt zu diesem Zitat, das ich jetzt vorlesen möchte und auch einblenden möchte. Aber irgendwie ist das, doch, ja. Jeder von uns sehnt sich verzweifelt danach, von Bedeutung zu sein und sich wertvoll zu fühlen. Er spricht von einer Sehnsucht, die irgendwie in uns drin ist, uns wertvoll zu fühlen und vielleicht noch etwas über unsere Leistungsfähigkeit hinaus. Und da merken wir, dass wir in einer Spannung sind, dass wir in einer Spannung leben. Und zwar auf der einen Seite, dass wir uns wünschen, dass Menschen in unserem Umfeld uns wertschätzen, uns einen Wert zusprechen. Und andererseits aber auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sagt, du bist so viel wert, wie du leistest. Das ist eine unglaubliche Spannung. Und da kommt noch ein zweites Spannungsfeld dazu. Nämlich das Spannungsfeld, dass wir heute oft so Sätze hören wie, mach in deinem Leben, was du für richtig hältst. Tu das, was du in deinem Innern spürst, das ist dran, das ist gut, das ist das Richtige für dich. Das ist doch das Wertvolle für dich. Wenn du in deinem Herzen spürst, dass du das schaffen kannst, dann schaffst du es auch. Glaube nur fest daran. Führt am Ende dazu, dass man sagt, ja, den Wert, was für mich wertvoll ist, das ist mein Wert, oder? Ich muss mir das selber eigentlich erarbeiten, bestimmen. Vielleicht ist für dich etwas ganz anderes wertvoll und das ist dann dein Wert, den du hast. Man muss sich den Wert wie selbst irgendwie zusprechen. Ein bekannter Pastor, Timothy Keller in Chicago, hat aus einem Seelsorgeerlebnis berichtet. Er hat beschrieben, wie ein junger Mann zu ihm gekommen ist und von seinen Eltern erzählt hat. Und er schreibt dann, so, jetzt habe ich es, sie haben mir nie gesagt, also die Eltern, dass sie stolz auf mich wären, wenn ich dies oder jenes tun würde. Wir wollen einfach, dass du das tust, was du wirklich willst. Egal was es ist, es wird uns recht sein. Und das hat diesem jungen Mann Probleme gemacht. Er sehnte sich danach, dass die Eltern ihm wertschätzen. Hey, das ist so gut, wie du das machst. Oder auf das können wir stolz sein. Aber die waren offensichtlich so modern, dass sie gar nichts dazu gesagt haben. Mach, was du willst, wir finden es dann schon gut. Aber das hat offensichtlich diese Sehnsucht nicht gestillt.
dieses Loch nicht aufgefüllt. Vielleicht kennst du das auch, dass sich selber so Fragen bewegen und beschäftigen. Was macht mich wertvoll? Bin ich auch wertvoll, wenn ich nichts leisten kann? Wenn ich arbeitslos bin, wenn ich mal krank bin? Wie ist es, wenn ich alt werde? Bin ich dann noch etwas wert? Oder werde ich dann einfach auf die Seite geschoben von der Gesellschaft? Das sind so Fragen, das bewegt viele Menschen. Und das kann einem auch richtig zerreißen. Auf der einen Seite, wo man hört, du bist ein zufälliger Zellklumpen, der 80 Jahre auf dieser Welt lebt und wenn es gut geht, ein bisschen mehr und dann verschwindest du wieder und alles, was du machst und das wertvoll erachtest, ist im Großen und Ganzen eigentlich nichts. Und auf der anderen Seite diese Sehnsucht in uns, dass wir wertgeachtet werden. Schon interessant. Ich denke manchmal, das ist auch ein super guter Hinweis darauf, dass es Gott gibt. Dass es Gott gibt. Ich frage mich, wie können die Blätter im Winde wehen, wenn es keinen Wind gibt? Wie kann es einen Schattenwurf geben, wenn es keine Sonne hat, die scheint? Wie kann diese Sehnsucht in uns Menschen drin sein, wenn es nicht ein Gegenüber, ein Schöpfer, ein Gott gibt, der diese Sehnsucht stillen kann, von dem diese Sehnsucht gegeben wird? Und ich ziehe jetzt diese Brille Welt wieder ab und wir möchten der Wahrheit ein Stück weiter auf die Spur kommen, und zwar mit dieser 100er-Note. Das ist eine richtige, echte 100er-Note. Wer hätte die gern? Einige nicht? Komisch. So bescheiden und demütig. Okay. Sieht halt schön aus. Ja. Wer hätte sie jetzt gern? Oh, komisch. Wer hätte sie immer noch gern? Krass, zerknittert, kaputt und dreckig und so weiter. Das ist ein super Bild, oder? Woher hat die den Wert? Wegen dem Papierchen, das ist? Nicht, oder? Der kommt von einem anderen Ort, der Wert. Ich behalte sie. Wir möchten zusammen eine Bibelstelle lesen und möchten mal diese andere Brille von Gott her betrachten. Lesen wir aus Psalm 139. Da heißt es, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Also wir möchten jetzt eine andere Perspektive einnehmen, die Perspektive von Gott her. Was sagt Gott über uns als Menschen? Und jetzt lesen wir hier diese Verse und merken, dass Gott uns Menschen zuspricht, dass Gott dir sagt, ich habe dich wie ein Künstler gestaltet. Ich habe mir mal überlegt, oder? Die Kunstwerke der großen Künstler, so ein Van Gogh oder Rembrandt und so weiter, die sind extrem viel wert. Und jetzt gibt es so einen, der diese Künstler geschaffen hat. Und noch viel mehr Menschen. Und jetzt schreibt er, das habe ich alles liebevoll gebildet. Also ich stelle mir hier wirklich so eine Art Künstler vor, der etwas bildet und formt und schön macht. Das heißt, es ist wunderbar. Du als Geschöpf bist wunderbar, ein Wunder. Etwas absolut Einzigartiges. Der Künstler hat sich überlegt und gesehen, es ist niemand gleich. Eine neue Idee, ein paar neue Gedanken kommen da hinein. Etwas Großartiges hat er geschaffen und kunstvoll gebildet. Nicht einfach hingeworfen oder so, sondern kunstvoll mit den Details, mit dem Blick fürs Kleine. Das ist die Brille, das ist die Sicht, die Gott hat. Ich nenne die mal die Jesus-Brille. Das ist die Sicht, die Jesus auf dich hat, die Gott auf dich hat. Du bist ein wertvolles Geschöpf, kunstvoll gebildet vom größten Künstler des Universums, der alles geschaffen hat, hat dich liebevoll geformt, hat dich einzigartig gemacht, hat sich um alle Details gekümmert.
Vielleicht denkst du jetzt auch, ja gut, bei mir ist irgendetwas ein bisschen schief geraten. Das ist ein besonders wertvoller Picasso. Ist auch einiges schief, oder, bei dem? Und wir wissen ja auch, wir sind noch nicht vollendet jetzt in dieser Schöpfung, die eigentlich der Vergänglichkeit unterworfen ist. Es wird aber dann einmal noch vollendet werden, diese Schöpfung. Und schon jetzt ist so vieles so kunstvoll und so gut geschaffen. Sagt einmal dem links oder rechts, du bist ein Kunstwerk von Gott. Sag das mal einander, komm. Das ist ein Kunstwerk von Gott. Das ist doch super. Du bist ein Kunstwerk von Gott. Das ist jetzt schon, ich finde das schon sehr, sehr krass. Also etwas Unglaubliches. Diesen Wert, den Gott jedem seiner Geschöpfe, jedem Mensch gibt. Aber es wird noch viel krasser. Es geht noch viel weiter. Und wir möchten eine zweite Stelle lesen. Im 1. Petrus steht die. Wo es noch deutlich weitergeht. Da heißt es, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Also Gott ist irgendwie wie einkaufen gegangen, shoppen gegangen, hat am Schluss etwas bezahlen müssen, es hat ihn etwas gekostet. Was hat er denn gemacht? Er hat bezahlt, um uns aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. An der Sklaverei der Sünde kann man ganz viel verstehen. Kurz gesagt, dass man getrennt ist von Gott und sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und ich habe dann gemerkt, das ist genau das, was wir auch vorher besprochen haben. Ich setze mich selber in den Mittelpunkt, ich mache mir selber meinen Wert. Was ist das für eine Herausforderung, für einen Druck die ganze Zeit? Für mich gehört das auch zur Sklaverei der Sünde dazu, die ganze Zeit selber diesen Wert sich irgendwie erschaffen, erarbeiten zu müssen, die ganze Zeit so unter Druck zu stehen, gedrängt zu sein, ruhelos zu sein. Aber Gott wollte uns daraus befreien, aus dieser Sinnlosigkeit. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen, vielleicht auch wertverlorenen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Also Gott hat dafür bezahlt. Und das Wertvollste, was man bezahlen kann, ist nicht irgendwie Geld, Gold, Silber und so weiter, sondern mit Leben, oder? Das heißt dann weiter, er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, ich finde das auch schon sehr, sehr wertvoll, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Ich habe mich dann gefragt, hat Gott irgendwie eine Kurzschlussreaktion gemacht? Irgendwie hat er kurz nicht überlegt, was er macht, dass er so etwas Wertvolles gegeben hat für uns Menschen. Wenn wir dann weiterlesen, schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Ich finde das absolut crazy. Gott hat uns so liebevoll und kunstvoll geschaffen. Jedem Einzelnen diesen Wert als Geschöpf Gottes beigemessen. Und dann haben wir Menschen uns einfach von Gott wegbewegt und wollten ohne ihn sein, wollten nur unter uns sein und irgendwie in dieser Sklaverei der Sünde leben. Und dann hat Gott das Allerwertvollste, das er hatte, seinen eigenen Sohn, sein eigenes Leben, hat er für uns dahingegeben. Für dich. Das Kostbarste. Du bist das kostbarste Wert, was es im ganzen Universum gibt und nicht nur in der irdischen Dimension, auch in der himmlischen Dimension. Das Blut des lebendigen Gottes. Wie krass ist denn das? Das ist dein Wert. Jesus hat mit seinem Blut für dich bezahlt. Ich finde das cool. Und das dünkt mich an dieser Stelle, wenn wir das jetzt anschauen, oder? Auch wenn das Leben ganz zerknittert ist, vielleicht sogar zerrissen, es verliert seinen Wert nicht. Weil er kommt nicht aus dir, nicht aus deiner Leistung, sondern er kommt von Gott, von deinem Schöpfer, der dich geschaffen hat. Er schaut dich an und durch seine Augen bist du es wert, dass er sein Blut für dich vergießt.
Unglaublich krass. Und deshalb sind wir als Christen auch unterwegs und sind so unbändig für das Leben. In jeder Situation, egal wie wertvoll es der Welt erscheinen mag. Wir sind für das Leben von den kleinsten ungeborenen Kindern im Bauch der Mutter. Wir sind dafür, dass sie leben dürfen. Weil Gott sagt, dass dieses kleine ungeborene Kind ist mir so wertvoll, dass ich mein Blut dafür vergossen habe. Wir sind dafür, dass Kinder mit Behinderungen geboren werden, mit Trisomie 21, weil Jesus sagt, ich habe mein Blut für diesen Mensch vergossen, er ist wertvoll. Und er bleibt wertvoll. Und auch wenn er aus menschlicher Sicht nichts leistet, er ist ein Kunstwerk Gottes. Und wir sind für das Leben bis ins hohe Alter, wenn man aus menschlicher Sicht nichts mehr leisten kann, wenn es ganz zerknittert und runzlig wird. Weil es bleibt wertvoll. Es ist nicht etwas, was wir machen, was wir geben. Es hat einen Wert in sich, der nicht von uns Menschen kommt, sondern der Wert kommt von Gott. Und es bleibt wertvoll. Und ich denke mir manchmal auch, wie gut ist das? Weil vielleicht habe ich ja keine Behinderung oder so, keine Ahnung. Aber ich merke bei mir ja auch, dass ich kein perfekter Mensch bin. Mit Krankheiten, mit Schwächen und so weiter. Wo ist dann die Grenze, oder? Was noch geht und was nicht? Wie froh bin ich, dass ich einen Gott habe, der sagt, du bist wertvoll. Einfach weil du bist. Ich liebe diese Jesus-Brille. Und dann geht es weiter. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Ja, wenn man das erkannt hat, kann man gar nicht anders. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben. Das ist jetzt schon auch noch recht krass, oder? Und befähigt, dadurch sind wir auch befähigt, einander aufrichtig zu lieben, einander höher zu achten als uns selbst, einander wertzuschätzen. Handelt jetzt auch danach und liebt einander von ganzem Herzen. Also wenn wir darüber nachdenken, kommen wir automatisch einen Schritt weiter. Weil jetzt gehe ich durch die Welt und habe diese Brille. Dann sehe ich nicht, oh, der ist ein bisschen klein, der ist ein bisschen schief, oh, ein bisschen zu jung, ein bisschen zu alt oder so. Sondern ich schaue, oh, super wertvoll. Jesus hat sein Blut bezahlt. Boah, ein Kunstwerk von Gott. Wie wertvoll. Und so schaue ich, sehe Menschen und staune nur, was für einen Wert Menschen haben. Und hier möchten wir noch eine zweite Bibelstelle lesen. Ich lege diese Jesusbrille mal hier hin. Aus Philipper 2. Dort heißt es dazu, vielleicht erinnert ihr euch aus dieser Philipper-Serie, die wir hatten. Wir haben genau darüber nachgedacht, sehr spannend. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. So ein kurzer Abschnitt, der uns ganz einfach zeigt, wie wir andere wertschätzen können. Weil wir ja diese Jesus-Brille haben und den Wert im anderen achten. Das heißt dann weiter, ja, wie es Jesus Christus gemäß war. Und dann kommt, was Jesus gemacht hat, wie Jesus uns wertgeschätzt hat, wie Jesus auf diese Welt gekommen ist und ans Kreuz gegangen ist und sein Blut für uns vergossen hat. Das ist das, was dann folgt. Und ein paar Dinge ganz konkret, die wir hier herausnehmen können. Das heißt, hier tut nichts. Das ist eine Aufforderung, tut, macht es so oder so. Also es beginnt mit einer ganz einfachen Entscheidung. Ich will den anderen Menschen mit dieser Jesusbrille sehen und wertschätzen. Oder, nein, das will ich nicht. Das Zweite, was ich hier sehe, ist, dass es gegenseitig. Es ist so einseitig nur irgendwie. Der Kleingruppenleiter muss die anderen wertschätzen und lieben oder diese hier müssen oder so, sondern es ist gegenseitig. Ich wertschätze dich, du wertschätzt mich. Gegenseitig. Alle untereinander. Das Dritte, was ich hier entdecke, dass man Dinge ablegt, die hinderlich sind. Nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz. Ich weiß nicht, ob du etwas mit diesen Begriffen anfangen kannst.
Ich habe gemerkt, ich weiß, was mit Selbstsucht gemeint ist. Ich kenne das aus meinem Leben. Vielleicht gibt es jemand hier, der das auch kennt, oder? Wenn man zuerst für sich schaut und so weiter. Dass man sagt, nein, das will ich nicht. Und etwas Viertes, das finde ich besonders eindrücklich, kompetitiv. Es ist ein Battle. Einer den anderen höher als sich selbst. Ich achte dich, du achtest mich. Ich denke, ja, dann achte dich noch mehr. Du denkst, nein, da kann ich noch besser. So ist das gemeint, so ein positiver, den anderen höher achten als sich selbst. Das ist übrigens, das kommt nicht nur hier vor, an dieser Stelle, auch an anderen Orten, zum Beispiel Römer 12,10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Also, so ich versuche dir Achtung zu erweisen. Ich wertschätze dich. Oh, du machst das noch mehr. Krass, ich kann das. Ich habe noch Wertschätzung 2.0 bereit. Also, nein, ich habe Wertschätzung 3.0 bereit. Das steckt hier drin, so kompetitiv, im Positiven natürlich. Einen anderen höher achten als sich selbst. Ich finde das extrem wertvoll. Und das fünfte noch, was hier drin steckt, als Vorbild Jesus Christus. Ich habe mir so überlegt, all diese Geschichten, die wir lesen von Jesus, da steckt so viel Wertschätzung drin, oder? Mir kommt zum Beispiel in den Sinn, zur Mittagszeit, wie Jesus am Brunnen sitzt, in dieser Mittagshitze, und dann kommt eine Frau zu ihm. Und er denkt nicht zuerst einfach an seinen eigenen Durst. Er sagt, schon, gib mir etwas zu trinken. Aber er hat eine ganz andere Absicht, weil er sieht den Durst in der Seele dieser Frau. Und sie kommen ins Gespräch. Und Jesus weiß von der Schuld und Sünde dieser Frau. Aber verurteilt sie nicht, sondern er zeigt ihr, dass es noch einen ganz anderen Weg gibt, einen Weg der Vergebung. Und diese Frau ist so bewegt, dass am Schluss die ganze Stadt irgendwo im Hintergrund dazukommt und viele an Jesus beginnen zu glauben. Oder ein anderes Beispiel, was mir in den Sinn kommt, Jesus, zu dem diese Ehebrecherin gebracht wird. Sagen die Leute, Jesus, der hat das schlecht gemacht, die muss gesteinigt werden. Und dann diese Wertschätzung von Jesus, der sagt, ja gut, okay, stimmt, das ist wirklich nicht gut. Derjenige, der ohne Sünde ist, soll beginnen und den ersten Stein werfen. Plötzlich sind alle verschwunden. Und es ist nur noch die Frau und Jesus da. Jesus wieder, er verurteilt nicht, sondern wünscht der Frau in dem Sinn das Beste und schickt sie auf einen Weg und sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Unglaubliche Wertschätzung. Er wünscht, dass das Beste herauskommt aus diesem Leben. Und ich denke an eine Begebenheit kurz bevor Jesus starb. Was würden wir tun, kurz vor so einem großen Opfer, das wir bringen müssten? Vielleicht eine gute Cremeschnitte essen oder etwas, das einem wohltut, oder? Jesus kniet nieder, Johannes 13, und wäscht den Jüngern die stinkenden, dreckigen, müden Füße und sagt, macht's genauso. In dieser Art und Weise eine unglaubliche Wertschätzung. Der Retter der Welt kniet nieder vor den Jüngern und wäscht ihre Füße, bevor er den Weg macht ans Kreuz, um sein Blut zu vergießen für dich und mich. Das ist das Vorbild von Jesus. Und ich denke mir, es ist unglaublich. Wie können wir das? Und ich erinnere mich, wie wir gelesen haben, wir sind befähigt, den anderen zu lieben, weil wir wissen, dass Jesus für uns alles gegeben hat. Das ist die Grundlage. Ich habe mir überlegt, manchmal hilft es auch, sich das Gegenteil vorzustellen. Was wäre das Gegenteil so von Wertschätzen? Ich habe hier eine Liste mitgebracht von ein paar Wörtern. Das Gegenteil wäre so gering achten, ausgrenzen, Cancel Culture, oder? Ja, das beachten wir gar nicht mehr. Jemanden keines Blickes würdigen, kleinreden, nicht mehr zuhören, sich nicht für jemanden interessieren, von Anfang an völlig abschreiben. Das wäre so das Gegenteil. Und ich habe mir überlegt, ist das nicht genau das, was heute ganz oft passiert in dieser Welt? Ist das nicht so, diese Brille? Ich muss mal, das ist gar nicht gut, das ist schlecht, wollen wir gar nicht mehr hören. Wenn man auf Social Media ist, ich war diese Woche in einem Workshop, in einem Elternabend, wo es um Social Media ging für die Kinder und so weiter. Da wurde uns erzählt, wie das da der Umgang ist, ganz normal in der Welt. Und das waren genau alle diese Dinge. Und das gibt es doch so oft, oder? Ich erinnere mich zurück an diese
wunderbare Corona-Zeit, die wir hatten, wo plötzlich solche Dinge ganz, ganz weit verbreitet waren. Menschen mit anderen Meinungen wollte man gar nicht mehr hören. Das sind sowieso alles Idioten, die anders denken, das wollen wir nicht. Keines Blickes würdigen, wie ticken die überhaupt und so weiter. Und ich habe gemerkt, eigentlich so eine Kultur der Wertschätzung, das ist etwas, wonach sich unsere Welt sehnt, unser Embracher Tal, die Menschen, oder? Etwas ganz anderes, eine völlige Gegenkultur zu dem, was oft erlebt wird, so im normalen Alltag. Ich habe mir gedacht, das ist etwas, das tut doch unglaublich gut und das soll eine Ermutigung sein für uns, unterwegs zu sein mit dieser Jesusbrille und wirklich da auch einen Unterschied ausmachen zu dürfen. Auch wenn Menschen ganz anders ticken, eine ganz andere politische Einstellung haben zum Beispiel, dass wir uns für sie interessieren. Dass wir mal nachfragen, wie geht's dir? Wieso kommst du zu diesen Gedanken? Menschen, die vielleicht eine ganz andere Sexualmoral haben, dass wir nicht sagen, oh, sondern im Gegenteil, wie kommst du dazu? Was bedeutet es dir? Was denkst du darüber? Das ist Wertschätzung. Es bedeutet nicht, die gleiche Meinung haben zu müssen. Es kann sogar bedeuten, wertschätzen, dass das Wertvollste, was wir haben, dass wir das weitergeben dürfen, dass wir auch unsere Meinung sagen dürfen, klar. Aber hinschauen, eines Blickes würdigen, nachfragen. Es kann eine richtige Gegenkultur sein. Es kann im Alltag ganz praktisch bedeuten, anderen zuzuhören, aktiv auf andere zuzugehen, zu fragen, wie geht es dir, wie kommst du dazu, zu respektieren, wenn Leute andere Meinungen haben, sich vielleicht bewusst auch für anderes zu interessieren. Es kann bedeuten im Beruf, dass ich meine Kollegen, meine Chefin wertschätze, Danke sage für ihre Arbeit, die Arbeit wertschätze, anerkenne, die geleistet wird. Es kann bedeuten in der Gemeinde, dass wir uns untereinander wertschätzen, indem wir füreinander da sind, auch füreinander beten, einander ermutigen, so praktisch miteinander unterwegs sind. Frage an euch, was denkt ihr zu so einer Kultur der Wertschätzung? Findet ihr das gut? Findet ihr es gut, wenn wir das fördern und leben wollen? Was meint ihr? Wollen wir das machen? Das klingt gut, oder? Ich habe gedacht, wir könnten gleich jetzt miteinander anfangen. Ich habe so ein kleines Tool vorbereitet, so einen Menti. Ihr braucht jetzt euer Handy, könnt ihr gleich hervornehmen und hier scannen. Und da wollen wir ein bisschen Wertschätzung gleich praktisch umsetzen. Einfach so als einen kleinen Schritt, bevor es in den Alltag geht. Man kann diesen QR-Code scannen oder auch eingeben die Internetseiten menti.com und dann diese Nummer, die da steht. Also macht das einmal. Wir werden dann zusammen sammeln Dienste von unserer Gemeinde und was ihr davon als wertvoll empfindet. So als ein kleiner Übungsschritt mal zum Starten. Also es hat schon ganz viele Daumen, es sind schon 23 Leute dabei. Einige sind noch am Probieren. Jetzt können wir mal einen Schritt weitergehen. Es hat ein paar Beispiele. Es hat so 3 Beispiele. Die Idee ist, dass ihr überlegt, einen Dienst, der jemand macht in der Gemeinde, es kann ein sehr sichtbares sein, wie Worship zum Beispiel, oder etwas völlig Unsichtbares, dass du das hinschreibst und dann Doppelpunkt und was du daran so wertvoll findest. Zum Beispiel, Chille-Essen-Team, Doppelpunkt, finde ich sehr wertvoll, dass die heute kochen. Es hat da so 3 Beispiele. Vielleicht kommt dir gleich etwas in den Sinn, was du in irgendeinem Dienst so wertvoll findest. Es dürfen auch Dinge sein, die nicht so sichtbar sind. Zum Beispiel bei uns im Café 60 Plus, bei den Senioren, da gibt es Leute, die machen einen Besuchsdienst. Das ist nicht im Organigramm festgehalten, aber die gehen immer wieder und besuchen andere Leute. Ganz aktiv und bewusst, das finde ich unglaublich wertvoll. So diese Verbundenheit. Also es dürfen auch so ein paar verborgene oder nicht so sichtbare Dinge sein. Es können natürlich auch ganz öffentliche sein. Übrigens, oben steht immer noch dieser Code, also wenn man auf menti.com geht, kann man immer noch eingeben, diese Zahl, die oben steht, kann man sich auch noch dazu geben. Und das könnt ihr dann abschicken und dann sollten hier vorne einige dieser Wertschätzungen auftauchen. Also ein Dienst, dieser Dienst, also einfach als eine kleine Übung für Wertschätzung und das finde ich wertvoll. Wer hat schon abgeschickt? Man kann es nicht abschicken.
Bitte warten Sie, bis der Moderator die Abstimmung eröffnet. Könnt ihr das eröffnen, die Abstimmung? Ich merke, ihr habt schon ganz viel geschrieben, man sieht es noch gar nicht. Oh, jetzt geht's los. Schaut einmal die Wertschätzung, die hier reinkommt. Leidenschaftliche Jugend. Mega cool. Deko, immer cool. Da würde ich mit einstimmen. Worship, mega schön. Reinigungsteam. Das ist noch schwierig zu lesen, es geht so schnell. Geduld und Einfühlungsvermögen. Treue jede Woche. Kaffee ist sehr geil. Feuerabend, Männer, schöne saubere WCs. Räume sind immer schön hell. Putzteam. Technik für Einsatz. Kinderhüte, es ist weg. Kinderhüte, Kids-Treff. Hauskreis, Gemeindeleitung. Ui, es hat jetzt gar keinen Platz mehr. All diese Wertschätzung. Technik für Einsatz. Catering, der beste Kaffee. Predigt, immer inspirierend. Das freut mich natürlich auch. Putzen, saubere FEG. Ich werde das dann ausdrucken. Wir haben letzten Sonntag schon ein paar Dinge gesammelt. Da haben wir noch etwas Zweites zur Kultur der Wertschätzung. Und ich denke, das ist so wertvoll. Ein kleiner Start, Wertschätzung für ganz viele Dinge im Vordergrund. Es kommen immer noch mehr. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ihr könnt noch abschicken. Es landet dann alles dort hinten an der Wand. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmals den Vers einblenden. 1. Petrus 1, Vers 22. Ihr habt euch nun der Wahrheit, die Christus brachte, zugewandt und habt ihr gehorcht. Dadurch seid ihr innerlich rein geworden und befähigt, einander aufrichtig zu lieben, wertzuschätzen. Ich möchte zum Schluss dieser Predigt beten. Lasst uns zusammen beten. Ich möchte euch auch ermutigen, wer mag, dazu aufzustehen, dass wir bewusst so vor Gott stehen und ins Gebet gehen. Und ich will dir auch diesen Wert zusprechen, den Gott dir gibt. Wer mag, darf seine Hände so öffnen, um diese Wertschätzung, die von Gott kommt, bewusst in Anspruch zu nehmen und für sich zu empfangen. Ja, danke vielmals, guter Vater im Himmel, für diese Wertschätzung, die du uns gibst. Und ich möchte dir das heute zusprechen, hier vor Ort oder im Livestream. Gott hat dich wunderbar gebildet. Er hat dich als ein Kunstwerk gestaltet. Er hat dich einzigartig gemacht. Es gibt niemand so wie du. Und er hat dich wunderbar gemacht. Du bist ein Wunder von Gott. Und ich bitte dich, guter Vater im Himmel, wenn das in unseren Köpfen ist, wenn wir das verstehen und glauben, dass es auch in unser Herz hineingeht, dass du jedem Einzelnen diesen Wert ins Herz hineinlegst und wir es nicht nur mit dem Verstand verstehen, sondern auch mit dem Herz begreifen. Dass wir diesen Wert erleben dürfen, den wir von dir haben. Und das ist noch nicht alles, sondern du hast auch das Kostbarste, was du hast, für uns gegeben, Jesus. Du hast dein Blut vergossen. Und auch das will ich dir zusprechen. Jesus hat sein Blut für dich vergossen. Vielleicht hast du dieses Geschenk der Vergebung angenommen, dann darfst du einfach dankbar sein. Vielleicht hast du Jesus aber auch noch nie bewusst ins Leben eingeladen, dieses Geschenk angenommen. Aber es gilt, Jesus hat es getan, er hat bezahlt, es ist bezahlt. Und es hat Gott alles gekostet, sein eigenes Leben. Danke, Vater, für dieses unglaubliche Geschenk, diesen Wert, den du gibst. Und dass wir aus dieser Perspektive einander und andere Menschen sehen dürfen. Dass wir deine Brille anziehen können und diesen Wert in anderen sehen, den du ihnen gibst. Und Jesus, vielleicht kommen uns gerade jetzt auch Menschen in den Sinn, bei denen uns das manchmal schwerfällt, über die wir manchmal ohne Gedanken abschätzig reden oder so.
Und ich will dich bewusst auch da bitten, Jesus, dass du uns deine Brille anlegst, dass wir sie aus deinem Blick sehen dürfen, als wertvolle Geschöpfe, als Menschen, die so wertvoll waren, dass du dein Blut für sie vergossen hast. Und ich bitte dich, dass du uns kultivierst und uns formst, dass wir eine Kultur der Wertschätzung immer mehr leben dürfen, untereinander, aber auch im Umfeld, dort, wo wir unterwegs sind, im Alltag. Amen.